Also, heute ist es, die Serie geht um toxisch. Es geht um unsere Lebenssituation, wo wir drin sind. Und was ich so cool finde am Glauben an Jesus ist Folgendes. Als ich zum Glauben an Jesus kam, hat sich mein Leben nicht ein bisschen verändert, sondern um 180 Grad radikal. Dinge, die ich vorher gedacht habe, die sind richtig, habe ich plötzlich gemerkt, die sehe ich überhaupt nicht mehr als richtig, sondern als total falsch. Und ich habe dann festgestellt, als ich zum Glauben kam, ging in eine Church, habe ich gemerkt, nicht alle Christen tragen die Bibel mit in die Kirche. Und ich habe festgestellt, es gibt so 3 Gruppen von Christen. Die ersten Christen sagen, ich lese die Bibel nicht. Ich sage dir warum. Es ist mir zu kompliziert. Ich verstehe nur Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof und Bahnhof und Bahnhof. Und wenn ich das nicht erklärt werde, habe ich keine Ahnung. Und by the way, es ist auch nicht interessant, weil auf TikTok kommen Bilder und da hat es nur Texte. Man sagt, 1/3 der Christen lesen die Bibel nicht, weil sie zu kompliziert oder auch zu langweilig. Haben wir schon ein theologisches Problem. Dann die zweite Gruppe sagen sie, ja, die Bibel ist so ein geschichtliches, historisches, wissenschaftliches Buch. Es beschreibt uns gewisse Dinge. Zum Beispiel Paulus und Petrus und die anderen Leute beschreiben gewisse Dinge von Gott. Aber wie gesagt, die Bibel widerspricht sich, geschrieben von Menschen. Es ist nur ein Bericht. Und es hat mehr als 100 Widersprüche in der Bibel, dass man nicht so ernst nehmen kann. Und dann sagen sie auch, das kann man nicht mehr so sehen, weil es ist ja nur ein Bericht. Und ich möchte euch ganz kurz 2 Themen dann erklären, wie man dann zum Schlussfolgerung kommt. Man nennt das auch die liberale Theologie. Man dekonstruiert gewisse Dinge. Sie sagen zum Beispiel, ja, Sex vor der Ehe, ja, das machte früher schon Sinn. Wurden Leute auch nur 40 Jahre alt. Man hat dann mit 13, 14 Jahren geheiratet, in der Blüte von deiner Sexualität, ja, 6 Monate zu warten, ist ja easy. Aber heute werden wir alle Eltern. Wir werden so alt, dass man schon gar nicht mehr wisst, wie alt wir sind. Und die Sexualität erwacht mit 13, aber heiraten tut man mit 30. Also was machst du mit diesen wunderbaren Jahren? Und dann sagt man dann theologisch, das war ein Bericht von dazumal, kann man heute nicht mehr so sehen. Homosexualität ist das gleiche Thema. Sagt, ja, die Stellen von Paulus, ja logisch, dazumal hat man ja Knechte, Sklaven genommen und sie mussten quasi Sex haben mit Männern. Das war nicht eine freiwillige Liebe. Darum sagt Paulus, so goes it not, kommt gar nicht in die Tüte. Und es war dazumal im Kontext, geschichtlich kann man das verstehen, aber heute, ja meine Güte, haben wir uns entwickelt. Ist die Liebe gegenseitig? Und ist sie gegenseitig, kann sie nicht falsch sein. So argumentieren diese Menschen aufgrund von geschichtlich, wissenschaftlich und es ist nur ein Bericht. Wie ticken wir oder ich im ICF? Das gilt nicht für alle, du kannst ja ticken, wie du ticken willst. Aber wir im ICF sagen, ja, es ist ein geschichtliches, wissenschaftliches Buch, aber inspiriert vom Heiligen Geiste. Gott hat den Paulus, den Petrus auserwählt vom Himmel her und jedes einzelne Wort in der Bibel ist vom Geist Gottes inspiriert und es bedeutet, dass die Prinzipien vor tausenden von Jahren hat sich nicht einfach plötzlich aufgelöst, es hat sich verändert, sondern nicht mein Leben ist der Maßstab, sondern die Bibel ist der Kompass, der die Moral und alle Punkte in meinem Leben definieren. Und das merkst du, wenn wir predigen wir immer von Gott, der Bibel inspiriert durch den Heiligen Geiste und nicht einfach liberal, ist nur eine Berichterstattung und das muss man ganz, ganz neu definieren. Weil die meisten Leute schreiben mir auf YouTube folgendermaßen, Leo, du hast theologisch keine Ahnung. Sondern man muss es wissenschaftlich, historisch eben widerlegen und da habt ihr keine Ahnung. So wird argumentiert. Denke ich, ja, ich habe Theologie studiert, im Gegensatz zu all diesen Kommentaren. Der Punkt ist das, wir glauben auch historisch, wissenschaftlich, aber inspiriert durch den Heiligen Geist. Und es gibt gewisse Bibelstellen, die passen mir auch nicht. Aber Gott ändert in mir etwas. Und du hörst heute eine Life-Story über einen Mann, der liebt das gleiche Geschlecht und hat sich entschieden, aufgrund von der Bibel zölibatär zu leben. Weil er sagt, die Heiligkeit Gottes ist mir dermaßen wichtig. Lass uns einen Applaus geben. Dr. David Bennett on the stage. Doctor. And Marianne. Well, it is an honor and privilege to be with you, ICF. Es ist eine Ehre, da in ICF mit euch zu sein.
And I also want to start by saying a big thank you to Leo, Und ich möchte Leo ganz herzlich danken. because you can choose as a church leader just to remain silent, Weil du als Kirchenleiter wählen kannst, einfach ruhig zu sein. but what I see is a heart Aber was ich sehe, ist ein Herz, to really teach truth and grace. um die Wahrheit und um Gnade zu lehren. And so thank you, Leo, for inviting me to share my story. Also danke, Leo, dass du mich einlädst, dass ich meine Geschichte erzählen kann. And thank you to the team. Und danke auch dem Team. Thank you. So my story starts as a young 14-year-old Also meine Geschichte fängt als junger 14-jähriger Bub an, who was confronted with the fact that I was exclusively attracted to the same sex. der konfrontiert wurde mit der Tatsache, dass ich nur gleichgeschlechtliche Personen liebte. And I was raised in an agnostic atheist home, Und ich bin in einer agnostisch-atheistischen Familie aufgewachsen, but living in the world's second biggest gay capital, Sydney, Australia. aber ich lebte in Sydney, Australia, und das ist das zweitgrößte homosexuelle Hauptstadt. And yet I was going to a conservative Christian school. Aber ich ging in eine konservative christliche Schule. And so God had placed me in the tension of these three worlds. Also hat Gott mich in diese Spannung von diesen drei Welten gesendet. And what is amazing Und was genial ist, is I would never have expected ich hätte nie erwartet, that I would be here today dass ich heute da sein werde. sharing this story of Jesus' love for me as a gay man. Dass ich diese Geschichte von Jesus Liebe für mich als homosexueller Mann teilen kann. And I actually have a personal hashtag. Und ich habe eine persönliche Hashtag. Hashtag fabulous made glorious. Hashtag fabulös wurde gloriös. Because God doesn't just leave us as fabulous. Weil Gott lässt nicht zu, dass wir nur fabulös oder sagenhaft bleiben. He goes even further to the glorious. Es geht noch weiter zum gloriösen oder herrlichen. Amen. That often the message of the church has been to condemn, Aber oft ist die Botschaft von der Kirche, dass sie verurteilen, to press down, dass sie nach unten drücken, to put under the moral law. dass wir unter diesem moralischen Gesetz kommen. And to me, as a young 14-year-old, Und für mich als junger 14-Jähriger the church seemed more like the friends of Job schien die Kirche mehr wie die Freunde von Hiob than als their Lord ihren Herr, who became Job der with Job. Hiob wurde mit Hiob. So often Christians come up with theories about why someone is gay or trans. So oft haben Kirchen irgendwie Theorien, warum jemand homosexuell oder trans ist. Instead of first realizing that gender and sexuality Anstatt dass man zuerst realisiert, dass Gender und Sexualität are mysteries. eine Mysterie ist. That doesn't mean you can't know anything about them, Das heißt nicht, dass du nichts davon wissen kannst, but they're unsearchably deep. aber sie sind sehr, sehr tief und du kannst sie fast nicht erreichen. And so as this young 14-year-old, Also als junger 14-Jähriger I didn't want mystery. wollte ich dieses Mysteriöse nicht. I wanted an answer. Ich wollte eine Antwort. And like Werner Heisenberg, the father of quantum physics, Und so wie Werner Heisenberg, der Vater von Quantumphysik, when he took the first gulp from the glass of natural sciences, als er den ersten Schluck aus dem Glas der Naturwissenschaften nahm, he became an atheist. wurde er Atheist. But at the bottom of the glass, Ganz am Boden des Glases, who was waiting for him? wer wartete auf ihn? God, Gott, Jesus, Jesus, the Trinity, die Dreieinigkeit, the one who made the whole world der diese ganze Welt geschaffen hat and fashioned it. und es so genial geschaffen hat. Not so that we can easily explain it away, Nicht, damit wir das schnell weg erklären können, so that we keep saying, wow, sondern dass wir dastehen und wow, holy, heilig, holy, heilig, holy. heilig. But we're a modern society. Aber wir sind in einer modernen Gesellschaft. We don't want mystery. Wir möchten das Mysteriöse nicht. Give me an answer. Gib mir doch eine Antwort. And so I became Also dann wurde ich dedicated to the idea of destroying Christianity. Also widmete ich mich dieser Idee, das ganze Christentum zu zerstören. I said to myself, how could God allow me to have these desires, Ich sagte mir, wie kann Gott zulassen, dass ich diese Gefühle habe do nothing to change them, und nichts dran zu tun, diese zu ändern and then condemn me for them? und mich dann nachher verurteilen? What kind of God is that? Was für ein Gott ist das denn? Why would I worship that God? Warum würde ich diesen Gott überhaupt loben, wenn er das macht? And I just as passionately
Und mit der gleichen Leidenschaft disagree with that version of God. gehe ich eigentlich gegen diese Bedeutung von Gott oder diese Gesinnung von Gott. What I couldn't see is that Jesus had come down in the, to suffer alongside me, Denn was ich nicht sehen konnte, war, dass Jesus zu mir gekommen ist und mit mir gelitten hat. to come into my otherness as a gay man. Dass er in mein Anderssein hineinkommt als homosexueller Mann. But I was blinded by, I think, what is right at the heart of the problem of sin. Aber ich wurde geblendet, gerade dort, was im Herz von dieser Sünde ist. And I think that Henry Nouwen, himself actually a same-sex attracted Catholic priest, Und Henry Naum, der selber ein gleichgeschlechtliche Männer liebt, es hat geschrieben, and one of the greatest spiritual writers of our time, er war einer von den besten und größten geistlichen Schreiber von damals. he said that the greatest enemy of Jesus' voice, which calls us the beloved, Und er sagte, den größten Feind von Jesus Stimme, die uns als Geliebter nennt, it's not success, popularity, power. es ist nicht Erfolg, Popularität und Kraft It's oder the Macht. voice of self-rejection Es ist diese Stimme von Selbstablehnung. that says God could never love me because of X. Das genauso sagt, dass Gott kann mich nicht lieben wegen X. Our original parents in the garden Unsere ursprünglichen Eltern dort im Garten hid from God and said he couldn't love me anymore. haben sich versteckt und sagten, Gott kann mich nicht mehr lieben. And we have to undo this, church. Und wir müssen das wieder lösen. We have to make sure we're not increasing the problem of self-rejection. Wir müssen schauen, dass wir dieses Problem von Selbstablehnung nicht noch größer machen. But we know that in Romans 5:8 it says, God demonstrates his own love for us. Aber wir wissen, wie es in Römer 5,8 steht. While Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, we were still sinners, dass als wir noch Sünder waren, Christ died for us. ist Christus für uns gestorben. And if you think today that you're disqualified because you're gay, Und wenn du heute denkst, dass du disqualifiziert bist, weil du homosexuell bist, or you're trans, or whatever it might be, oder trans oder was auch immer, I'm here to say that Jesus fulfilled the law for you. ich bin jetzt da, um dir zu sagen, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat für dich. I'm here to say that no one, not even straight people, Und ich bin da, um zu sagen, dass niemand, nicht einmal Heterosexualität or cisgender people oder Cisgender-Menschen can fulfill the law. können überhaupt dieses Gesetz erfüllen. And so, as this young 14-year-old, I had many experiences of God's love, but I couldn't see them. Also als junger 14-Jähriger habe ich viele Momente erlebt, wo ich Gottes Liebe eigentlich gemerkt habe, aber es nicht selber gesehen habe. I was wedged between self-rejection and the rejection of the church. Ich war da zwischen Selbstablehnung und die Ablehnung von der Kirche. But God Aber was Gott coming. ist dran, er war dran. And so, I ended up at the Christmas lunch table in 2008. Also in 2008 fand ich mich da am Essen, Weihnachtsessen. I'd become a quite pretentious atheist gay activist. Ich wurde in diesem Moment ein offener, homosexueller Aktivist. I was woke before woke was woke. Ich war woke, bevor woke überhaupt geboren wurde. And so I was ready to destroy my uncle who was sitting there. Also ich war richtig He was, bereit, meinen Onkel zu zerstören, der da saß. he was Pentecostal, Er war Pentekostal, heterosexual, heterosexuell, cisgender, cisgender, white, weiß. and a lawyer. Und ein Anwalt noch dazu. And so he mentions God. Und dann erwähnt er Gott. And I said, oh God, Und ich sagte, oh Gott, you Christians think there's an absolute truth. There is no absolute truth. ihr Christen, ihr glaubt an eine absolute Wahrheit und es gibt gar keine absolute Wahrheit. You can't even communicate that with language, let alone talk about God. You're deluded. Ihr könnt das gar nicht mit Sprache ausdrücken, ihr seid einfach so, habt so viele Täuschungen. I'm queer and I'm here and deal with it. Ich bin queer, ich bin hier und geh mit dem um. And he said, David, there's a few problems with what you're saying. Und er sagte, David, da gibt es einige Probleme. You just said there's no absolute truth. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit. That's an absolute truth. Und das ist eine absolute Wahrheit. And you just communicated that with language. Und du hast das gerade mit Sprache ausgedrückt. So you just doubly contradicted yourself. Also hast du dich jetzt doppelt widersprochen.
he said, what you need to understand, David, Und David, was du verstehen musst, ist, is that the truth is a person, die Wahrheit ist eine Person, not a concept in your head. nicht irgendein Konzept in deinem Kopf. And I don't know that person perfectly, Und ich kenne diese Person nicht perfekt, but I know that he is Jesus Christ. aber ich weiß, dass er Jesus Christus ist. And I really liked that answer. Und mir gefiel diese Antwort so sehr. But I had to show that I didn't because I was rejected. Aber ich musste natürlich sagen, dass es mir nicht missfiel, weil ich ja abgelehnt wurde. So I stormed out of the room theatrically. Also bin ich so richtig theatralisch aus diesem Zimmer gestürmt. And as I'm walking out of the room, Und in diesem Moment, als ich herausstürmte, my uncle has a prophetic vision bekam mein Onkel eine prophetische Vision, of the Holy Spirit coming upon me, wie der Heilige Geist auf mich kam. and that in 3 months' time, I would become a Christian. Und er erfuhr, dass ich in 3 Monaten Christ werden würde. So my mom, my aunt, and my uncle started to pray for me. Also fingen meine Mutter, meine Tante und mein Onkel an, für mich zu beten. And 3 months later, I was in a pub in the gay quarter of Sydney. Und 3 Monate später war ich in einem Pub im homosexuellen Viertel von Sydney. There was a young filmmaker there. Und dort gab es eine junge Filmmacherin. She told me that she got her film into the largest short film competition in the world. Und sie sagte mir, dass ihr Kurzfilm dann im größten Filmwettbewerb der Welt kam. And I asked her, how? Ich fragte sie, wie? And she said, well, it was God. Und sie sagte, es war Gott. Oh, God. Oh Gott, I'm really glad that you found your truth. ich bin so froh, hast du deine Wahrheit gefunden? But I'm gay, Aber ich bin homosexuell. and I've read 1 Corinthians 6:9, Und ich habe 1. Korinther 6,9 gelesen and I've read Romans 1, und Römer 1 auch and I've read Leviticus 18. und 3. Mose 18 auch. And so I'm pretty sure your God's not interested, so could we just move right along? Also ich bin sicher, dass ein Gott nicht an mich interessiert ist, also gehen wir doch weiter. And she said to me, Und sie sagte mir, David, that must be really hard. David, das muss ja richtig schwierig sein. I can't imagine what that's like. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Wow. Wow. Whoa. Whoa. Wow. David, David, I can feel his love for you. ich spüre seine Liebe für dich. It's unlike any other love. Es ist wie keine andere Liebe. And I have a question for you. Und ich habe eine Frage an dich. Have you experienced the love of God? Hast du jemals Gottes Liebe erfahren? And in this moment, it's as if I was disarmed. Und in diesem Moment ist es so, wie wenn alle meine Mauern gefallen sind. And she prayed for me. Und sie betete für mich. And it went right to the deepest place of my heart. Und es ging tief, im tiefsten Teil von meinem Herzen hinein. And I felt this wind over my head, Und ich fühlte so wie ein Wind über meinen Kopf. hovering. Und es war einfach da. And then it was like someone pouring oil over my head. Und da war es, wie wenn jemand Öl über meinen Kopf goss. And then fire through my legs. Und dann kam Feuer durch meine Beine. And I knew in this moment Und ich wusste in diesem Moment, that this was the presence I was created for. dass das die Gegenwart war, für welche ich geschaffen wurde. This was the lover of my soul. Das war der Liebhaber meiner Seele. This was the deepest love of my life. Das war die tiefste Liebe meines Lebens. And I heard this voice say to me, "Do you want me?" Und ich hörte eine Stimme und es sagte mir, willst du mich? 3 times. 3-mal. And to my own surprise, I said yes. Und zu meiner eigenen Überraschung sagte ich ja. Then I saw a veil over my heart, Und da sah ich einen Schleier vor meinem Herzen, like in 2 Corinthians 3. so wie in 2. Korinther 3. And as I say yes, this light shines deep in my heart. Und in diesem Moment, als ich ja sagte, schien so ein Licht in mein Herz hinein. The veil is lifted, Und dieser Schleier fiel weg. and I can see, Und ich kann sehen. and I can hear, Und ich kann hören. and I can feel the Spirit. Und ich kann diesen Geist spüren. She keeps praying for me, Und sie betet weiter für mich. and she says, Und sie sagt, "This is the Holy Spirit. das ist der Heilige He Geist. loves you. Er liebt dich. Hallelujah." Halleluja. Like, what planet are you from? Und ich so, aus welchem Planeten kommst du? I have the mind of a gay activist Ich habe eine Gesinnung Atheist. von einem homosexuellen Aktivist der and a Atheist born-again Christian heart. und ein Herz von einem wiederbekehrten Christ. And I hear this voice say, "Will you accept my son Jesus as your Lord and Savior?" Und ich höre diese Stimme und es sagt, wirst du meinen Sohn als deinen Erretter nehmen? And it was like, don't trust
this voice. Und es war irgendwie, trau dieser Stimme nicht. You're gay, it's horrible, leave it, no. And it Du was bist like homosexuell. slavery. Und es ist schlimm, lass es sein. It was like a dark voice. Und es war so eine dunkle Stimme. But this voice that said, here I am. Aber da kam diese Stimme und sagte, da bin ich. It was the light. Das war die Licht. And I found myself saying yes. Und da war ich dort und ich sagte ja. And the love of God was poured out on me. Und Gottes Liebe strömte über mich. And I went home that night and I was going to have to eat my words. Und ich ging nach Hause und ich wusste genau, ich muss die Wörter, die ich aus meinem Mund gelassen hatte, wieder zu mich nehmen. Because I said to my mother before, you have to choose between your real son standing right in front of you Denn ich hatte meiner Mutter früher mal gesagt, du musst jetzt wählen zwischen deinem Sohn, der vor dir steht, and the delusion in your head. und dieser Täuschung in deinem Kopf. And so we were not really close anymore Also wir waren damals nicht mehr so nahe, because she'd become a Christian. weil sie eine Christin geworden ist. And just as my uncle had said, Und genauso wie mein Onkel es it damals was gesagt hatte, exactly 3 months. genau 3 Monate danach And I had been baptized with the Holy Spirit. wurde ich vom Heiligen Geist getauft. So I walk into the room. Also komme ich Thank da you. ins Zimmer hinein. Thank you. So I walk into the room Also ging ich da ins Zimmer hinein and I say, hi, Mum. und ich sage, hallo Mom. She's like, you're home early, is everything okay? Sie sagt, du bist jetzt früh zurück, ist alles okay? So, well, I just, Ich so, I think I became a, glaube ich bin sorry, a ein Christian. Christ geworden. Hallelujah, I knew he was the God of the impossible. Halleluja, ich wusste, dass er der Gott der Unmöglichkeit war. That if he saved you, David, I made a covenant with him that I'd give him my whole life because, David, you were impossible to save. Dass wenn du dich bekehrst, habe ich ihm gesagt, ich würde mit dir einen Bund abschließen, weil du, David, du bist einfach unmöglich gewesen. But the prophecy has been fulfilled. Aber die Prophezeiung wird erfüllt. I said, you knew about this? Und ich so, du wusstest davon? And I saw this whole divine conspiracy God had crafted to save me as a gay man. Und da habe ich alles gesehen, was Gott geplant hatte, damit er mich als homosexueller Mann retten That is konnte. how good Jesus Christ really is. So gut ist Jesus Christus in Wirklichkeit. And so in the short time I have, Also in dieser kurzen Zeit, die ich noch habe, I want to share some really deep biblical insights with you. möchte ich ein paar tiefe biblische Insights euch geben. Nuggets. This passage from Romans 1, In Römer 1 steht, this passage was so scary for me as a young gay man. es ist wirklich ein Abschnitt aus der Bibel, vor dem ich Furcht hatte als homosexueller Mann. But what we don't understand is that Romans 1, Aber was wir nicht verstehen, ist, dass Römer 1 it's a description of the law, beschreibt das Gesetz, not the gospel. nicht das Evangelium. And the law is holy and good, Das Gesetz ist heilig und gut, but it can't make us righteous. aber es kann uns nicht gerecht machen. And there are people in Paul's world Und es gibt Menschen im Leben von Paulus, who are attacking his gospel. die sein Evangelium an Attackieren sind And they're saying, it's Jesus plus the law. und sie sagen, es ist Jesus und das Gesetz. Gentiles need to get circumcised. Die Heiden müssen beschieden werden Gay people better become perfect in a day. und Homosexuelle müssen perfekt werden in einem Tag. And they were being prideful Und sie wurden so richtig stolz about the law. über dieses Gesetz. And that has often been us Christians. Und so sieht es oft bei uns Christen aus. We have been sometimes the very thing that is antithetical to our own gospel. Manchmal sind wir auch das, was eigentlich genau im Gegensatz steht zu unserem Evangelium. I now live as a celibate gay Christian, Ich lebe jetzt als zelibaten homosexuellen Christ. but it wasn't just from reading Romans 1. Aber es war nicht nur in dem, dass ich Römer 1 las. It came mainly because of Romans 2. Es kam vor allem wegen Römer 2. When Paul defends those outside the righteousness of the law with the greater righteousness of Jesus. Wenn Gott, dort in diesem Moment, wo Gott die verteidigt, die außerhalb von dieser Gerechtigkeit sind, mit der Gerechtigkeit von Jesus. And actually, every person is outside the righteousness of the law. Und eigentlich sind alle Menschen außerhalb von dieser Gerechtigkeit des Gesetzes. And this is what he says to the legalists that are condemning everyone and keeping them out of grace. Und das ist genau das, was Gott zu den Legalisten sagt, die die anderen verurteilen. He says, you therefore have no excuse. Du hast also keine Ausrede. You who pass judgment on someone else. Du, die anderen richtest. For at whatever point you judge another,
egal aus welchem Punkt du jemand anderes richtest. You are condemning yourself because you who pass judgment do the same things. Du richtest dich selber, denn du, die richtest, du machst genau die gleichen Sachen. God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Gottes Name wird schlecht geredet und wegen dir. This was Paul's advocacy. This was God's advocacy for me. In diesem Moment stand Paulus und stand Gott da für mich. Who's someone who deserved the condemnation of the law. Jemand, der eigentlich vom Gesetz her hätte verurteilt werden sollen. To say, no, there's another way. Und da zu stehen und sagen, nein, es gibt einen anderen Weg. Jesus fulfilled the law for all of us. Jesus hat diesen Gesetz erfüllt für uns alle. Particularly for LGBTQI plus people like me. Vor allem für Menschen aus der LGBTQ+. How good is God? Wie genial ist doch Gott, That he does this, that he advocates for all of us regardless of our sexual orientation dass da steht für uns alle, egal was wir für eine sexuelle Orientation haben or our gender, oder unser Gender, but because he loves us. aber weil uns liebt. And because he knows none of us can be righteous according to the law. Und weil weiß, dass niemand von uns gerecht sein kann, wenn wir diesem And so Gesetz this is the folgen. first reason why I am a celibate gay Christian. Das ist der erste Grund, warum ich ein zölibater homosexueller Christ bin. Because God included me, not because I was perfect. Weil Gott mich eingebunden hat, nicht weil ich perfekt bin. And he didn't expect me to be perfect. Und er hat auch nicht erwartet, dass ich perfekt He bin. didn't change my sexual orientation. Er hat meine sexuelle Orientation jetzt nicht geändert, But he radically included me through justification by faith. aber er hat mich radikal einbezogen durch seine Gerechtigkeit. And he said to the religious people, falsely religious people who were trying to condemn me, Und er sagte zu diesen religiösen Personen, die mich falsch eigentlich am Verdammen waren, no, nein, not on my watch. nicht, wenn ich da You do zuschaue. not get to condemn him. Du darfst ihn nicht verurteilen. I have justified him through faith. Ich habe ihn durch Glaube gerecht gemacht. This is amazing. Das ist doch genial. I do agree with Romans 1 that marriage is between a man and a woman in the Bible. Ich stimme zu in Römer 1, dass Ehe wirklich zwischen einem Mann und Frau ist. I have spoken to the greatest biblical scholars in the world. Ich habe mit den größten geistlichen Scholars auf der Welt gesprochen. My professor, N.T. Wright, is one of the greatest biblical scholars of Paul in the world. Mein Professor N.T. Wright ist einer von den größten Professoren, wenn es um Paulus geht. And they all say this includes all same-sex activity. Und er sagte, da heißt alles mit gleichgeschlechtlich auch noch. But why is this not bad news to me anymore? Aber warum stört mich das nicht mehr? Because I had a revelation Weil ich eine Offenbarung hatte. that God didn't create us male and female in the beginning Dass Gott uns nicht am Anfang mit Mann und Frau geschaffen hat. to condemn people like me. Damit sie Leute verurteilen wie ich. But because the Trinity is three persons in one essence. Weil die Einheit ist 3 in 1. Diversity within unity. Diese Verschiedenheit da in einer Einheit. And he created marriage, male and female, to reflect that beauty. Und er hat Ehe geschaffen, Mann und Frau, um diese Schönheit zu widerspiegeln. And I said, I can't contradict that. Und ich sagte, ich kann nicht dagegen sprechen. That would not be right before God. Das wäre nicht gerecht vor Gott. But I didn't give God my sexuality as an act of the law. Aber ich habe nicht Gott meine Sexualität als eine Tatsache, als ein Folgen vom Gesetz gegeben, But because Jesus had given me his whole body. weil Jesus mir seinen ganzen Körper gegeben hat. And like a bride and a bridegroom, Und wie ein Braut und Bräutigam, there was an even deeper love than Hat's eine- sex or marriage. tiefere Liebe als Sex und Ehe. It was this love of Jesus giving us his fullness, his body, everything on the cross. Es war diese Liebe, dass Jesus uns gegeben hat durch seine Kreuzigung und durch seinen Körper da auf dem Kreuz. And me as a gay man saying, I don't understand why, Und ich da als homosexueller Mann sage, ich But I- verstehe es nicht, I trust you enough. aber ich vertraue dich so sehr. I give you my sexuality. Ich gebe dir meine Sexualität, I give you my money. ich gebe dir mein Geld, I give you my whole life ich gebe dir mein ganzes because Leben, you are my beloved. denn du bist mein Geliebter. And if everything you desire is what I desire, Und dann ist alles, was ich mir sehne, was du sehnst, sehne ich auch. then I've made you an idol in my image. Dann habe ich dich
als Götz in meinem Bild gemacht. So I submit to you from love, Also unterordne ich mich dir aus Liebe, not from false religion. nicht aus falser Religion. And in our society, we have really bad celibacy Und in unserer Gesellschaft haben wir auch sehr schlechte Zölibat and really bad marriage. und sehr schlechte Ehen. But we don't throw out marriage, Aber Ehe wird nicht herausgeschmissen, but then we throw out celibacy. aber Zölibat wird irgendwie Why weggeschmissen. so? Und warum? Jesus was celibate. Jesus ist Zölibat gewesen. Jesus was a eunuch for the sake of the kingdom of heaven. Er war ein Eunuch für diesen Königreich. And he was the greatest example of human flourishing. Und er ist auch ein genialer Beispiel, wenn man sieht, was es bedeutet, als Menschen aufzublühen. You don't need to be married or to have sex to be whole. Du musst nicht heiraten oder Sex haben, um ganz zu sein. The best foundation for a marriage anyway is when you realize that. Und das beste Fundament für eine Ehe ist sowieso, wenn du das mal gecheckt hast. Because if you make your spouse an idol, you will be disappointed. Denn wenn du deinen Partner zum Idol oder zum Götz machst, dann wirst du enttäuscht. But if you make Jesus your beloved, you will never be disappointed. Aber wenn du Jesus zu deinem Geliebten machst, wirst du nie enttäuscht sein. And this is what I will land on tonight. Und mit diesen Wörtern möchte ich enden. Just because I was included is the first reason. Das erste war, weil ich einbezogen wurde. Because of the created order and what the Bible says. Und dann das zweite, wegen der Schöpfungsordnung und was die Bibel sagt. But the third one Aber im dritten Punkt is because ist, weil there is a greater reward for me. es gibt eine größere Belohnung für mich. And in this passage from Isaiah 56, Und da in Jesaja 56, 600 years before Jesus comes, das war 600 Jahre bevor Jesus kam. this is what he says to the gender and sexual minorities. Und das ist das, was er genau sagt zu den Gender- und den Minderheiten. To the eunuchs who don't fit easily in male and female. Zu den Eunuchen, wo nicht so Platz haben zwischen Männern und Frauen. He says, if you obey my commands and my Sabbaths, Wenn du wenn du mich folgst und Sabbat folgst, I will give you a name werde ich dir einen Namen geben and a memorial und ein Standpunkt. Denkmal within my house, in meinem Haus. which is better Und das ist besser, than having sons and daughters. als Töchter und Söhne zu haben. It's better than being straight. Es ist besser, als heterosexuell zu sein. It's better than being cisgender. Besser, als cisgender zu sein. Is that offensive to you? Stört euch das? It's not that being straight is bad at all. Es ist nicht, dass heterosexuell etwas Schlechtes ist. That like Jesus on the cross, Aber wie Jesus da auf dem Kreuz people like me experience a greater lack. erleben Leute wie ich einen Mangel, einen größeren Mangel. Because we can't just get married and procreate and do it all easily. Weil wir nicht einfach heiraten können und einfach uns vermehren können und alles einfach machen. So God says, I will give you a greater fullness. Also sagt Gott, ich werde euch eine größere Fülle geben. I don't blame you. It's an effect of the fall. Und ich bin euch nicht da am Verurteilen, es ist wirklich etwas, was passiert ist durch den Fall. I'm the God of justice. I'm the God of goodness. Ich bin der Gott der Gerechtigkeit und der Güte. And I reward people who trust me with something that personal and deep. Und ich belohne Menschen, die mich folgen mit etwas so Persönliches und so Tiefes. Yes, a name better than sons and daughters. Ihr habt einen Namen und das ist besser als Töchter und Söhne zu haben. An eternal name that shall never be cut off. Ein ewigen Leben, das nie abgeschnitten wird. And this is the name of Jesus. Und diesen Namen ist der Name Jesu. If what you have heard Wenn das, was du jetzt gehört hast, makes you want to give your life to Jesus, dich dazu führt, dass du dein Leben Jesus geben möchtest, whatever it might look like, egal wie es aussieht. if you say that God is good enough for me to trust, Wenn du sagst, dieser Gott ist gut genug, dass ich ihm trauen kann. I don't know why he's allowed these things, Ich weiß nicht, warum er das zugelassen hat, but alles. what I've seen in Jesus is enough. Aber was ich in Jesus gesehen habe, ist genug. I'm going to pass over to Leo, Ich werde das Wort jetzt Leo geben. but I want to invite you Aber ich möchte dich einladen, to give your full self to God. dass du deine Ganzheit hier Body, soul, spirit, mind, strength, Körper, everything. Seele, Geist,
Gesinnung, Kraft, alles. And just watch the honor and the beauty and the dignity that God will pour out on you. Und dass du einfach zuschaust, was für eine Würde und was für eine Schönheit und was du alles von Gott bekommen wirst. He's done it for me as a celibate gay man. Er hat es für mich als Zölibater, homosexueller Mann gemacht. He will do it for you. Und er wird es auch für dich machen. Thank you. Danke. Come on. Thank you, bro. So, thank you so much. Also wenn man so eine Message hört, eine Life-Story von einem Menschen, der wirklich mit diesem Thema sich auseinandersetzt, ist immer die Frage am Ende vom Tag, was ist unser Bibelverständnis? Also glauben wir effektiv, dass inspiriert von diesem Gott im Himmel sind Prinzipien drin, wie auch die Sexualität Mann und Frau. Dann hat es eine Auswirkung auf unser Lebensstil und man sagt, nee, es ist einfach ein historischer Bericht. Kann man das theologisch drehen, Kung-Fu-mäßig, wie man will, man kommt auf ein anderes Resultat. Ich möchte dich einladen, ganz kurz zu überlegen, was ist dann dein Thema? Ich finde es immer bewegend, wenn jemand erzählt von seinem Leben, macht eine Entscheidung, ganz konkret zölibatär zu leben, bedeutet einfach, man ist Abstinenz in dem Bereich, zieht es durch, während die Welt dir sagt, wenn du es fühlst, dann tu es. Und Dr. David Bennett sagt genau das Gegenteil. Ich habe einen Respekt heilig zu dem Gott im Himmel und ziehe das durch. Und meine Frage ist am Ende vom Tag immer mich selber, wo habe ich dann ein Thema, wo ich das in der Bibel lese und es passt mir nicht ganz in meinen Weg hinein und was für eine Entscheidung treffe ich? Heilig, weil ich weiß, eines Tages stehe ich vor einem Gott im Himmel und er ist noch immer mein bester Freund, aber am Ende vom Tag auch mein größter Richter. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, live und online und Microchurches. Und Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort, für die Zusagen aus der Bibel, die für mich ewigkeitsgültig sind. Und wenn ich jetzt mein Leben anschaue, merke ich, es gibt ein paar Punkte und auch Bereiche, wo ich einfach wirklich in einer Spannung lebe, die ich bis zum heutigen Tage nicht auflösen konnte. Und ich halte dir diese Spannungen hin. Auch dann, wenn es keine Lösung geben würde. Und ich bitte dich heute in aller Demut und auch in allem Respekt, greife ein in mein Leben, in diese Themen, wo ich einfach diese Kämpfe habe. Du hast gesagt, du wirst uns nie alleine lassen, nicht eine Sekunde. Du hast sogar gesagt, wenn ich gehe von dieser Welt, Jesus, dann will ich den Heiligen Geist schicken und sei dankbar, dass ich gehe, weil er wird euch lehren in alle Wahrheiten. Er ist eure Kraft, er ist eure Heilung, er ist eure Leitung in eurem Leben. Ich möchte ganz kurz noch einen Gedanken euch droppen, der finde ich theologisch mega wichtig. Wir glauben im ICF, es gibt Spannungen, theologische Spannungen, die man nicht immer so lösen kann. Thema Heilung, oder? Kennt ihr das? Spannungsfeld. Die einen sagen, Gott heilt immer, dann sagst du, bist du blind? Meine Mutter ist gestorben. Und die Leute sagen das meistens, solange sie es nicht betrifft. Und dann ist die Geschichte auch anders. Dann kann man auf die andere Seite fahren und sagen, ja, Gott heilt nicht immer. Das ist eine Spannung. Sexualität ist eine Spannung. Diese Spannungsfelder kann man oft nicht lösen und man muss es aushalten, um im Dialog mit unserem Gott im Himmel zu bleiben. Und das ist so unsere Theologie. Wir leben in Spannungsfeldern, die kann man nicht auflösen, aber man muss sie aushalten und eines Tages im Himmel wird das alles aufgelöst sein für immer. Und darum der Song, Gott liebt uns, Reckless Love, unerklärlich
Lass uns den singen über deinem Leben. Trotz deines Spannungsfeldes, du weißt, Gott ist noch immer im Lied in meinem Leben. Komm on, Church. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.